Gutes Neues miteinander. Einfach, dass es gilt. Ich habe es jetzt allen gesagt. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal vergessen, als ich heute Morgen jemanden getroffen habe. Hoi, wie geht's? Hey, gutes Neues. Ah ja, gutes Neues. Hey, euch daheim. Ein wunderbares gutes Neues. Das 20 ist vorbei. Das 21 hat schon die ersten Tage hinter sich. Und der Tenor ist klar. Hoffentlich wird es besser. Das ist so der Tenor. Und dann habe ich mir das schon so gedacht, ja gut, auf ein Jahr, wo es besser werden soll, ja, was wünscht man sich denn da? Oder? Sagt man einfach Prosit, Neujahr, oder? Alles gut. Oder neues Jahr, neues Glück. Vielleicht ist das, was man einander so wünscht. Oder hey, willkommen im Jahr von der Impfung. Vielleicht ist das mit ein bisschen Sarkasmus drin, oder? Was wünscht man sich? Am Anfang vom 2021. Und ich will gerade mal kurz sagen, hey, ich weiss, Sicherheitsabstand, ihr habt alle brav die Masken an, warte mal, ja genau. Sagt doch mal eurem Nachbarn, dem über den Stuhl, so kurz einen Neujahrswunsch, den ihr so für ihn habt. Sagt das mal kurz. Ich weiss, es ist so ein bisschen, aber mit Maske dürft man ja. Oh, gut, dann lassen wir das. Aber wenn man so Neujahrswünsche ausspricht, oder? Ich mache jetzt da. Ja, doch, da. Hä? Meistens wünscht man sich ja Gesundheit. Hä? Und das ist ja etwas, wo legitim ist und ganz einen neuen Stellenwert bekommen hat im 2020, oder? Gesundheit. Ich wünsche dir Gesundheit. Vielleicht ist es auch Frieden, wo man sich wünscht, oder? Der ist auch wichtig, weil wenn die Meinungen so auseinandergehen über gewisse Themen, wie sie im 20 auseinandergegangen sind, dann wünscht man sich Frieden. Oder eben Glück vielleicht, das Gelingen, dass du das überstehst, was da noch auf uns zukommt. Das ist auch, hat irgendwie einen ganz neuen Stellenwert, oder? So, hey, ich wünsche dir Gelingen und Glück, dass du Ideen bekommst, wie du über die Runden kommst, wenn es dich dann trifft, wenn es schwieriger wird, oder? Dann wünscht man sich vielleicht mehr Zeit mit der Familie. Da hat man gedacht, nein, das hat man ja jetzt genug gehabt im 2020, das vielleicht ein bisschen weniger, oder? Wie auch immer, man wünscht sich bessere Umstände. Und das ist der Tenor, die Hoffnung, dass es alles besser wird. Aber was ist, wenn das nicht kommt? Wenn es nicht besser wird? Wenn es mutierter wird, zum Beispiel? Oder wenn die Meinungen noch mehr auseinandergehen und die Fronten verhärteter werden? Wenn es einfach nicht kommt, wenn die Umstände nicht besser werden, was wünscht man sich denn? Oder was macht man denn? Oder was soll ich dir wünschen, ausser gute Umstände? Weil ich weiss, vielleicht kommen die Umstände nicht. Und es kann niemand so sagen, ob die Wünsche wirklich in Erfüllung gehen. Und was ich so höre, ja klar wird es impft, aber heute Morgen ist wieder etwas gestanden von, ja, es wird ganz kompliziert, die erste Hälfte vom Jahr mit Impfen und Mutationen und uiuiui, und dem glaubt man jetzt, oder? Und da denke ich schon, hey, was wünsche ich dir jetzt, wenn ich weiss, wir gehen ja gar nicht auf ein besseres Jahr vielleicht drauf zu. Und da gehen wir heute in dieser Predigtserie, nein, das ist gerade nicht eine Serie, und keine Angst haben, es ist nach 20, 30 Minuten fertig. Aber was ist, wenn das Glück ausbleibt? Was ist, wenn das Glück ausbleibt? Was ist, wenn es nicht besser kommt, deine Hoffnungen nicht erfüllt werden? Und da habe ich mir dann so im Vorfeld von dieser Predigt auch Gedanken gemacht, was ist denn? Und überlegt, hey, wie gehst du denn weiter? Oder? Wir haben jetzt das 20 abgeschlossen, wie gehst du weiter? Und ich bin so über einen Vers hineingestolpert, der ist aus dem 1. Samuel 30, Vers 6. Da geht es um einen König, einen Lieblingskönig von mir, das ist der König David natürlich, oder? Die ganze Geschichte fängt eigentlich schon im Kapitel 27 an, ist klar, es hat ein bisschen ausholen und so, aber ich erzähle euch das, wir müssen es nicht gerade jetzt lesen, alles miteinander. Aber ich bin da drüber gestolpert und das ist ja so ein Punkt, wo der David, man könnte sagen, einmal mehr auf dem Nullpunkt ist. Es ist sogar nicht der Nullpunkt, sondern es ist schon Minus. Es ist ein Unter-Nullpunkt. Der Vers beschreibt den David in absolutem Elend. Er hat alles verloren. Heimat, Familie, Frau, Kind, seine Gefolgsleute und die haben sogar eine Steinige. Also näher an seinem Tod vorbeigegangen. Geht die Situation einfach der Vers 6
6 dort, oder? Und ich will aber zurückschauen, wann hat alles angefangen und euch die Geschichte ein bisschen vor Augen führen, wie das da beim David gegangen ist. Und das hat angefangen, wie es meistens anfängt beim David in der Wüste. Er ist wieder einmal verfolgt worden vom Saul. Und er war da unterwegs und er hat 600 Leute dabei gehabt. Das ist Gefolge, das sind Leute, die ihm gefolgt sind, die ihn erkannt haben und gesagt haben, hey, ja, mit dir gehe ich den Weg. Und die sind nicht allein gewesen. Die haben alle ihre Frauen und ihre Kinder mitgenommen. Also es ist schon ein richtig grosses Unterfangen gewesen, wo die da in der Wüste, weißt du, wenn ich das einmal lese, der Saul verfolgt David, dann habe ich das Gefühl, so ein paar Ritter und da ein paar Ritter und die so, wo da schleichen da durch die 2 verschiedenen Täler durch in dieser Wüste dort. Aber das sind 600 Leute gewesen, und die mit ihren 600 Frauen und dann je noch 4 Kinder und so, oder? Also es ist nicht so spannend, glaube ich, sondern eher mit dem Zug und mit Ross und Wagen und so sind die einander nachgegangen, oder? Und es ist einfach unsicher in der Wüste, oder? Der Saul kennt die Wüste auch und man muss irgendetwas unternehmen. Der David hat eine ganz schlaue Idee gehabt, oder? Dort hingehen, wo der Saul keinen Einflussbereich hat. Und wo ist das? Bei den Finden. Der David ist zu den Philister rüber. Er ist mit seinen 600 Leuten, mit seinen Frauen, mit dem ganzen Zug, ist er zu den Philister und hat gesagt, weißt du was, wir kommen zu euch, ich bin auf der Flucht vom Saul. Die Philister haben gedacht, ja, gute Sache, wir nehmen dich auf, wir weisen dir ein Dörfli zu, dort kannst du dich niederlassen. Und dann hat er mal Ruhe gehabt für eine gewisse Zeit. Das war auch nicht schlecht gewesen, aber es ist dann zu einem Krieg gekommen. Oder wie immer, ja, gell, an der Grenze, die Philister, die Juden, die Israelis haben es nicht so gut miteinander und genau, die Philister sind in den Krieg gezogen gegen die Israelis. Und der David natürlich, oh, ich komme mit, ich kämpfe mit den Philistern. Und der König der Philister, ja genau, oder? Das funktioniert sicher nicht, wir können dich doch nicht mitnehmen, weil genau dann, wenn die Schlacht am stärksten ist, wechselst du die Seiten, killst uns alle und dann haben dich alle Israeliten wieder gerne, kannst wieder zurück, den machen wir sicher nicht, oder? Gang wieder heim in dein Kaff. Also gell, er ist schon ein bisschen am Nullpunkt, oder? Seine eigenen Leute wollen den David nicht mehr als König, oder? Dort, wo er hingeht, zu den Philistern, die wollen ihn ja auch nicht. Trauen dem auch nicht wirklich über den Weg, er ist so allein. Mit seinen 600 Leuten, mit denen ihren Frauen. Und dann sagt er, gut, in dem Fall gehe ich wieder zurück in mein Dorf. Das ist übrigens das Dorf, ich habe es da aufgeschrieben. Ziklag hat es geheissen, genau da. Ziklag. Und als er zurückkommt in das Dorf hinein, von ferne Rauch am Himmel. Oh, sieht nicht gut aus, oder? Geht er? Und es ist ja logisch dort unten, oder? Wenn die gegen die kriegen und ihres Heer an der Grenze von da haben, kommen die von da, die Amalekiter, und denken, die Philister, oder? Die hocken alle dort im Jordan. Also, überall, wir greifen jetzt mal die Philister an, oder? Die sind ja jetzt, genau so ist es gewesen, die Amalekiter haben das ganze Dorf niederbrennt, durch den David und seine 600 Leute, seine 600 Frauen und Kinder und alles gehabt und haben alles mitgenommen. Haben alles mitgenommen. Und dann kommt natürlich der David mit seinen kampffähigen Leuten in das Dorf zurück und die natürlich am Ende alles verloren. Jetzt haben sie ihre Heimat verloren, sie sind mit ihrem David zu den Finden übergelaufen und jetzt das. Ihres alles abbrennt, die Häuser, die sie aufgebaut haben. Sie haben Frauen geklaut, sie haben Kinder geklaut, sie haben alles mitgenommen. Und es war ein grosses Jammern und Zetermordio gewesen. Und wie auch wir das gut kennen, das kommt eine Frage immer wieder auf, oder? Wer ist schuld? Und das ist ja ziemlich klar, wer die Schuld ist. Es ist der David. Und dann haben sie gesagt, gut, er ist schuld. Was könnte man so für eine Strafe? Wir steinigen ihn. Und das ist der Punkt jetzt, wo der 1. Samuel 30, Vers 6 ist. Der David ist im Unternullpunkt. Er hat seine Leute verloren, alles, was er hat, verloren an Einfluss und sie wollten ihn sogar steinigen. Das ist so die Geschichte bis dahin. Und ich bin froh, sind wir nicht ganz an dem Punkt als Schweiz oder du und ich. Obwohl Corona sich recht Mühe gegeben hat, im 2020, oder, uns dorthin zu bringen, dass wir allein und im Elend sind und so weiter. Aber wir sind doch noch nicht ganz dort. Aber wie gesagt, es gibt keine Garantie, dass das nächste Jahr besser wird. Es kann auch noch einen Schritt zulegen, oder? Es kann auch noch mal schwieriger werden. Es kann zu dieser Situation irgendein Umstand in der Familie kommen, vielleicht eine andere Krankheit, ein Unfall, irgendetwas kann drin hineinkommen, was
denn? Was braucht man denn? Was wünscht man sich denn, wenn du das Telefon abnimmst oder so und denkst, hey, was machen wir jetzt? Und so kommen wir zum nächsten Punkt. Der David hat das Geheimnis gehabt. Und das Geheimnis lüften wir jetzt, oder? Das ist der Vers B von dem 6, der Teil B. Der hat das Geheimnis gehabt, hat sich ermutigen ohne gute Umstände. Das ist krass, oder? Ich brauche immer gute Umstände. Ich brauche schön Wetter, einen Strand am besten, Vollpension und ein Sternli-Drink. Nein, so ein Sternli wäre Weihnachten, so ein Schirmli-Drink, oder? Das gehört zu meinem Glück dazu. Und dann ermutige ich mich, oder? Ich brauche, meine liebe Frau ermutigt mich viel, oder? Aber es sind alles Umstände. Und wenn du nichts mehr hast und allein im Elend hockst, was hat der David gemacht? Was war sein Geheimnis? Und das tun wir heute in dieser Predigt miteinander ein Stück weit lüften. Und David geriet in große Bedrängnis. Das ist jetzt eben der Vers 6 im Kapitel 30. In große Bedrängnis. Weil das Volk ihn steinigen wollte, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Ist klar, alles verloren. Ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter, wo geraubt worden sind von der Amalekiter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, schrieb der Luther. Krass, irgendwie. Gott stärkte sich. Ja klar, schon irgendwie, aber wie denn? Und im Hoffnung für alle steht es noch ein bisschen genauer vielleicht oder ein bisschen mehr ausgelegt noch. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Vertrauen auf Gott ist eigentlich der Umstand, wo ihn trotz allen schlechten Umständen wieder ermutigt hat. Und das wollen wir miteinander heute Morgen kurz ein Stück weit auch anschauen. Der David hat gewusst, wo er sich Hilfe suchen kann, wenn es absolut im Elend ist. In bitterster, einsamer Not weiss er, wohin. Und er geht zu Gott. Vielleicht in einem Gebet oder so, aber ich meine da auch vielleicht mehr, so wie es in der Hoffnung für alle steht, das Vertrauen in den Herrn. Vertrauen, woher kommt denn das Vertrauen? Woher kommt das? Das muss er doch irgendwie mal erlebt haben vorher. Und er muss es wissen. Er muss wissen, dass er Gott kann vertrauen. Er muss es aus dem Wissen, das er als König David schon hatte über Gott und in der Kombination mit dem, was er mit Gott schon erlebt hat, bis dahin, das führt zu Vertrauen. Dort vertraut er auf Gott. Das ist so die Kombination. Das eine ist das Wissen und das andere ist schon das Erlebt haben. Und wir nachher mal ein Beispiel. Der David hat über Gottes Gnade gewusst. Er hat gewusst, Gott ist ein gnädiger Gott, der könnte mich aus dem Elend rausholen. Er hat das gewusst, weil er ja auch die Schriften kennt. Zum Beispiel 4. Mose 6,25. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Ein Gnadewunsch, der vom Priestergebet kommt, oder? Und auf einer anderen Seite, in der Chroniker heißt es, denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekennt. Und der David bekennt sich ja zu Gott, er geht ja zu ihm. Er geht ja und sagt, hey, dir will ich vertrauen. Zu dir komme ich weiß so viel Gutes über dich. Und das ist ja nur ein Beispiel von Gnade, es gibt ja noch viel mehr Sachen. Du kannst mich retten, Herr Jesus, ich komme zu dir. Und dann weiß er aus der Schrift, Gott ist gnädig. Und auf der anderen Seite hat er Gottes Gnade schon erlebt, im Kampf gegen den Goliath vielleicht, wo Gott gnädig ihm den Sieg geschenkt hat. Und er ihm vertraut, jetzt nicht so gnädig, dass er etwas vergeben hat, das kommt ja dann noch, oder? Im 2. Samuel, wo dann David König ist und so weiter. Und da mit der Bathseba, da kommt eine grosse Gnade von Gott, die er auch noch mal erlebt. Aber da, an dieser Stelle ist er ja noch nicht so weit. Also er hat immer noch die Gnade von Gott, die er beim Goliath erlebt hat. Und wisst ihr was? Der David ist auch ein gnädiger Mann geworden. Der hat das ja schon angewendet. Er hat gesagt, mein Gott ist gnädig, also bin ich auch gnädig. Und hat dann zum Beispiel den Saul verschont in der Wüste, nicht umgebracht in der Höhle und so weiter. Aber das ist so das Beispiel, wo man denkt, hey, ich vergesse nicht, was Gott in meinem Leben schon getan hat. Obwohl jetzt die Umstände so schlecht sind wie noch nie in meinem Leben.
Aber ich vergesse es nicht, dass Gott in meinem Leben schon gut zu tun hat. Und da habe ich natürlich den Psalm 103, wo er sagt, lob den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und da steht nicht, wenn es dir super gut geht, oder? Und du gerade in den Ferien mit dem Schirmli drin sitzt, oder? Dann erinnere dich daran, wie Gott es gut ist, sondern erinnern wir uns daran. Und das hat David in dieser Zeit gemacht, das Vertrauen auf den Herrn, hat er gesagt, und ich erinnere mich daran und ich vertraue darauf, was Gott einmal gemacht hat, das kann er in meinem Leben wieder machen. Wieso auch nicht? Und so ist das so ein entscheidender Vers aus dem Psalm 103. Nicht zu vergessen, was Gott uns zu tun hat. Und das andere ist zu wissen, dass Gott großartig in meinem Leben kann wirken, in deinem Leben kann wirken, unabhängig von den Umständen. Und ganz einfach gesagt, der David predigt zu seinem eigenen Ich. Er sagt zu sich selber, Gott ist gut zu mir. Auch wenn er jetzt gerade, ich sehe es nicht, oder? Aber Gott ist gut zu mir. Gott ist allmächtig, Gott ist souverän und könnte jederzeit eingreifen. Das predigt er zu sich selber, weil ich es ja schon erlebt, dort in meinem Leben in der Vergangenheit. Und das ist so ein starker Punkt, wo der David da, wenn es steht, da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Es ist jetzt keine Zeitangabe, weißt du, so, vielleicht hat das eine Woche gebraucht, vielleicht hat das Stunden gebraucht, ich weiß es nicht, wo er das zu sich sagt und sich erinnert. Und ich finde das Lied so ein gewaltiges Lied, oder? Was heißt, ich sage es zu mir selber. Der Herr ist gut, er lässt mich nie im Stich. Und das gilt fürs 2021. Das gilt, auch wenn ich es nicht sehe. Weil das ist Gott und er hat mich schon in meinem Leben ganz viel Mal nicht im Stich gelassen. Und das ist das Vertrauen und das gibt Mut und Kraft, für eine Zukunft hineinzugehen, für einen Weg weiterzugehen. Das gibt Kraft, auch wenn nichts Gutes sichtbar ist und du allein und elend bist. Ich sage es zu mir selber, Gott ist gut. Und wenn das jetzt auch ganz praktisch anschauen, wie man das praktizieren kann. Weil ich bin ein bisschen frech heute Morgen und ich sage euch, das, was wir hier lesen und was ich bis jetzt gesagt habe, ist das kleine Einmaleins vom Christsein. Das sollte eigentlich jeder können. Das ist ein bisschen böse gesagt, he? Ich weiß schon. Ich habe es auch nicht das ganze Leben schon einfach in die Wiege bekommen, ich musste es auch lernen. Aber ich will das mit euch durchgehen und will ganz praktische Punkte bringen, wie man das lernen kann, wie das kann Schritt für Schritt das kleine Einmaleins von dir werden, wie du das anwenden kannst. Es braucht eigentlich nur ein Stück weit ein bisschen Disziplin. Und das eine ist ja, das, was wir miteinander anschauen wollen, ist das Wort Gottes. Der David hat gewisse Sachen über Gott gewusst, in dem Wissensstand, wie er war, dort in dieser Situation hinein. Was er gewusst hat aus den Mosebüchern, was er gewusst hat aus den Chroniken, das hat er genommen. Und ich wünsche dir, fürs 2021, dass du das, was du weißt, über Gott kannst nehmen und in dein Leben einbauen. Und was sind denn so Verse, die dir wichtig sind in der Bibel? Was sind deine Verse, die einfach für dich geschrieben sind? Ich meine, klar, die Bibel ist für alle geschrieben und so, aber es gibt doch so Verse, die genau für dich sind. Ob das jetzt mal eine alte Jahreslosung ist oder ein Zuspruch von deiner Mami oder der Kompfvers oder was auch immer. Oder was ist dein Vers, wo du sagst, der gehört zu meinem Leben? Oder sagen wir das andere, welches sind die Stellen, die dir helfen? Welchen Psalm nimmst du, wenn es dir gut geht, wenn es dir schlecht geht? Was sind die Verse, die dich weiterbringen im Leben? Wenn du ein Stück weit denkst, nein, alle haben mich verloren, welchen Vers nimmst du denn raus? Und da muss es doch einen Vers geben für dich. Ich meine, du bist jetzt relativ oft im Gottesdienst und hörst immer Verse und liest wahrscheinlich auch in der Bibel. Und was kommt dich dort an? Was für Verse helfen dir in deinem Leben oder kommen dir einfach so automatisch in den Sinn? Vielleicht sind es Lieder auch oder so. Bei mir ist das der Philipper 1,21. Ich weiß nicht, im ersten Jahr Bibelschule, ich weiß nicht genau wie, ist der in mein Herz hineingehauen. Jesus mein Leben, Sterben mein Gewinn. Bäm. Und ich habe den gelesen und es ist, aber der ist da.
und da, in den Kopf und ins Herz. Ich musste nicht Mühe geben zum Auswendiglernen. Das ist einfach mein Vers, oder? Es gibt andere, die haben auch den, da bin ich auch ein bisschen so, jeder ist meine und so. Aber es ist wirklich meine, oder? Weil dort, ich habe doch mal am Pfingsten so ein Zeugnis gegeben, warum ich Glauben habe, oder? So die Gabe vom Glauben. Ich habe die Gabe vom Glauben ist irgendwie drin. Ich habe immer das Gefühl, es kommt schon gut. Und ich habe keine Angst vor dem Tod und ich bin voller Zuversicht. Warum? Weil der Vers genau das ausschreibt. Mein Leben ist für Jesus, dann ist Sterben sicher ein Gewinn. Und Angst hat in meinem Leben, ja, natürlich habe ich Angst, oder? Wenn ich schnell komme in der Kurve, denke ich, langt das, oder? Dann habe ich schon auch manchmal Angst. Aber so Lebensangst natürlich nicht. Das ist einfach nicht unbedingt von mir, weil der Vers gibt mir das. Und dann ein anderer, Psalm 27, wo für mich wichtig ist, der heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Und ich darf schon sagen, ich gehöre langsam, aber sicher zu den Ur-GV-Zählern. Die oben an mir sind langsam weg, oder? Jetzt bin ich schon fast langsam der Älteste, oder? Und ich kann euch sagen, früher, wenn ihr den Hannes einmal singen hören, die haben früher noch Kassettchen aufgenommen, Kassetten. Ein paar Typen aus der GVC mit dem Hannes und so, das war seine Idee, die haben es dann auch verkauft für den Quellenhof zum Geld verdienen. Und das sind die Quellensingers, sind das gewesen, oder? Und die singen genau den Psalm 27,1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Weißt du, so ein richtig alter Prügel, oder? Hey, aber der ist mir rein und der ist geblieben. Es gibt ja so Ohrwürmer, die gehen wieder und denkst, bin ich froh, bin ich den los, oder? Aber der ist geblieben. Und das ist ein Vers, der für mich wichtig ist. Und Jeremia 29,11. Gott hat Gedanken vom Frieden über dir und er will dir Zukunft und Hoffnung geben. Das ist ein sensationeller Vers. Den nehme ich, den habe ich gehört und als ich ihn gehört habe, weiss ich, der ist mir. Ich möchte ihn jetzt gar nicht aufschreiben, der ist mir. Oder? Aber das ist so gut. Der gibt mir Frieden und Hoffnung und Zukunft. Egal, wie es mir geht. Und der 1. Mose 12, ich bin zwar nicht der Abraham, aber du sollst ein Segen sein, steht dort. Also er sagt, und das will ich sein. Das ist etwas, wo mir angumpelt, wo mich nimmt. Und darum frage ich dich, hey, was sind deine Verse? Erinnere dich an deine Verse immer und immer wieder, wo du da dran bist. Sie geben dir nämlich, so gebe ich dir nämlich eine Aufgabe für den Januar. Such dir die Verse wieder zusammen. Und wenn du deine alten Tagebücher musst wälzen und deine, ich weiss doch nicht, wo du hingekritzelt hast, in der Bibel aufschlagen und schaust, was angestrichen ist. Oder? Das ist bei den älteren Christen ein bisschen schwierig, weil alles angestrichen ist. Aber vielleicht hast du ja eine Randnotiz, die noch steht. Oder? Da war aus dem 74, wow, eine super Sache und so. Hey, das ist der Januar-To-Do, den ihr mitnehmt für das 2021. Findet eure Verse. Das ist der Punkt 1. Zum praktisch werden und dort in das Geheimnis vom David eintauchen. Das Vertrauen in den Herrn, in sein Wort, in dir einfach neue Kraft gibt. Und der zweite Punkt, oder? Erinnere dich daran, was du mit Gott erlebt hast. Erinnert euch daran, was ihr mit Gott erlebt habt. Schreibt es auf, behaltet es in Erinnerung. Ich meine, ich kann euch Jahre zurück, dass ich TÜV-Fan bin und TÜV fahren kann, ist ein Wunder von Gott. Weil er meiner Frau die Angst genommen hat, in einem ganz einfachen, billigsten Gebet: Herr, nimm bei Miriam bitte die Angst weg. Amen. Und die Angst ist weg gewesen. Und ich bin bis heute, ich habe jetzt meinen TÜV zwar verkauft, fahre nur noch Vespa, ist aber eine coole Sache, aber bis heute ist das eine Dankbarkeit in meinem Herz, dass er mir das Hobby schenkt. Dass ich das darf, er meint es gut mit mir. Der hat oder? Das ist für mich eine gewaltige Sache. Und hey, ich bin glücklich mit meiner Frau. Und ich bin glücklich mit meiner Frau über unsere Familiensituation. Weil Gott der Tröster ist. Es schmerzt immer noch zwischen dir. Das ist einfach, wenn du so Sachen hast, wenn wieder jemand über die Narben reinfährt, dann tut es weh. Aber es ist Gott ein gewaltiger Tröster. Und Miriam und ich, wir haben den Trost dürfen erleben. Von Gott.
in unseren Herzen hinein. Und daran will ich mich immer erinnern. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, wenn irgendetwas mal nicht läuft und die Umstände scheiße sind, dann kann ich trotzdem sagen, dort hat Gott mich tröstet. Dort in dem Wald, ich weiss noch ganz genau, weißt, das ist ein abgesagter Stumpf, etwa auf dieser Höhe, da bin ich draufgehockt und habe dort allen Schmerz rausgeschraubt, vor Gott her. Und er hat mich tröstet. Und vielleicht hast du auch so ein Erlebnis. Erinnere dich daran. Behalte es bei dir irgendwo aufgeschrieben. Und dann ein zweiter Punkt ist auch, ich darf so viel haben, Besitz haben, obwohl ich schlecht mit Geld umgehen kann. Und nicht, dass ich alles ausgebe, ich habe vieles verschenkt oder verleiht oder irgendwie ist dumm gegangen. Ja, ihr lacht jetzt. Es gibt Menge Storys, wo wirklich, ja, ich meine, es ist auch meine Dummheit, muss ich auch wieder sagen. Wenn ich denke, da investiere ich jetzt und das ist ein guter Typ, dem gebe ich da. Und dann ist der Typ und das Geld nicht mehr rum gewesen. Und ja, und Gott versorgt immer wieder. Gott ist mein Versorger. Das habe ich erlebt, mehrfach. Weißt du, vom Gouverneur, wo du noch irgendwie 30% angestellt bist, also als Student noch in dem Sinn, oder? Und dann kommen Menschen, die dich unterstützen und so weiter. Jetzt ist es natürlich mehr so, jetzt geht es uns gerade gut, muss ich sagen. Aber es ist Gott. Und das will ich nicht vergessen, dass damals dort im Bassersdorf die Gouverneur ohne Namen in dem Briefkasten drin sind, oder? Weil die sind von Gott gekommen, höchstpersönlich. Es ist ein Engel vorbeigeflogen, hat das reintun und tschuk, damit wir überleben und können einfach sein. Und das sind jetzt die grossen Sachen, oder? Aber ich muss jetzt so eine coole Story, die jetzt gerade zwei Wochen her ist. Da kommt doch jemand an einem Gottesdienst zu mir und sagt, Elias, ich habe ein Bild für dich. Das ist immer, Solange es nicht ein ausgetrockneter Brunnen ist in der Wüste, ist es eigentlich gut, oder? Und dann kommt das Bild zu mir, oder? Und ich schreibe das auf und muss sagen, wow, das ist wirklich ein gutes Bild. Das war genau eigentlich eher das Gegenteil gewesen, oder? Wirklich so ein Brunnen und einfach gut. Und dann kommt ein guter Kollege zu mir und sagt, Elias, ich bin im Gebet gewesen und ich habe ein Bild für dich. Ich denke, gut, wenn es kein Brunnen in der Wüste ist, also nein, umgekehrt, dann nehme ich ihn, oder? Dann habe ich den aufgeschrieben und so. Dann haben Miriam und ich zusammengehockt, füreinander gelesen. Dann kommt sie mit 3 Bildern. Und dann dachte ich, komm, jetzt habe ich gerade in letzter Zeit viel so Bilder bekommen, jetzt muss man alle aufschreiben. Oder? Und währenddem ich aufschreibe, merke ich, das ist viel von Gott auf mich geführt oder für mich geführt, wo er sagt, hey, das will ich für dich. Das will ich für dich. Und es hat eins nach dem anderen, sagt eigentlich das Gleiche aus in einem anderen Bild. Oder? Und ich muss sagen, hey Gott, ich habe so viel Gutes mit Gott schon erlebt, einen Weg, den er mir zeigen will, wo es weitergeht. Und es ist echt cool. Gott ist gegenwärtig, er ist da, gerade jetzt. Und da müssen wir uns Punkt 2, wir erinnern uns, zweite To-Do für den Januar, he? Zum Glück habe ich noch 3 Punkte, da gibt es nicht so viel. Schreibt euch auf, was ihr mit Gott erlebt habt. Auf eurem Online-Tagebuch irgendwo schreibt, behaltet es in Erinnerung, dass ihr es im richtigen Moment wieder führen könnt, wenn ihr elend und allein dort sind und die Umstände gegen euch sprechen. Und das ist so eine wichtige Sache. Und dann der 3. Punkt ist ja, sich daran zu erinnern, heisst, ich pflanze es in den Alltag hinein. Ich pflanze es in den Alltag hinein. Ich muss ja nicht warten, bis mir wirklich, wie einem David schlecht geht, sondern ich kann das ja vorher schon anfangen. Und ich nehme an, dass der David das auch gemacht hat. An anderen Stellen, so wie er in den Psalmen schreibt, ist das etwas gewesen, was er auch gemacht hat. Er hat das in seinen Alltag hineingepflanzt. Wenn ich aufstehe, dann ist der Jeremia 29,11 ist es. Spicken. Ich glaube, es ist ein. Ja, genau. Es ist der. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Das ist das Erste, was ich mir am Morgen sage. Oder vielleicht das Zweite, gell? Mir ist ja so ein bisschen. Aber das sage ich mir ganz bestimmt am Morgen. Und das gibt mir Hoffnung für den Tag. Und heute war cool, oder? Ich predige ja jetzt über den Jeremia. Und im 9. Gebet ist ja jeder herzlich willkommen, auch für den Gottesdienst später, im 9. treffen wir uns. Da kommt der Bär und sagt, hey, ich habe einen Vers übers Herz bekommen, oder? Es ist Jeremia 29,11. So gut. Weil das ist der Vers, der gibt mir am Morgen Tritt in den Arsch. Wo ich sage, hey, da ist Energie da ist Zukunft und Hoffnung. Wegen dem stehe ich auf. So stehe ich gerne auf, wenn ich weiss, Gott hat gute Gedanken über mir für den heutigen Tag und Gott gibt mir eine Zukunft. Und er weiß wohl, was für Gedanken er hat. Das sind friedliche Gedanken, nicht die vom Leid. Und er gibt Zukunft und Hoffnung. Wenn du so aufstehst, ich meine, das macht fast von allein so, und du bist wach und schon bist angelegt. Aber das brauche ich. Ich brauche Ermutigung am Tag. Für jeden Tag. Wenn ich aufstehe, jedes Mal neu. Und wisst ihr, was das Gute ist?
Ich meine, ich liebe all die Losungsbücher, wirklich, oder? Aber es ist jeden Tag eine andere Losung. Und ich weiß schon nicht mehr, was gestern war und was heute Morgen war, weiß ich auch nicht mehr, oder? Aber das, was du dir jeden Morgen sagst, das lernst du auswendig. Nach einem Monat kenne ich schon. Oder? Dann ist schon fast ein bisschen. Aber das ist das Gute, dann brennt sich das in dein Herz hinein, in deinen Geist hinein. Und der Heilige Geist freut sich ja, wenn er am Morgen früh schon mit dem Vers oder mit Versen gefüttert wird. Es ist so gut, es wird einem dann auswendig und das Wort Gottes auswendig kennen, das schleift einem, das ist sehr gut. Und dann beim Autofahren, oder? Ich fahre mega gerne mit meinem BMW durchs Zeug durch und wenn ich rumfahre, dann werde ich mir dann bewusst, dass das ein Geschenk ist, die 4 Räder, die ich habe. Und dann wird mir bewusst, ich kann noch viel mehr in meinem Herz bekommen oder in meinem Leben bekommen. Und immer ein Teil von, wenn ich Auto fahre, ist Dank sagen. Danke, Jesus Christus. Ich danke dir für das, was du mir alles gegeben hast. Ich danke dir, dass ich mit dir unterwegs bin, dass du mir so eine Frau gegeben hast. Da. Ich habe noch eine Arbeitsstelle und. Da kann man so viel Danke sagen. Natürlich nicht die ganze Autofahrt, bis dann irgendwann wieder der kommt, wo ich weiß nicht, 100 auf der Autobahn. Dann komme ich gerade aus dem Dankensfluss raus. Ja, nun. Aber bis dorthin, oder? Das sind dann doch vielleicht 3-4 Minuten, wo ich dankbar bin. Und das hält mich demütig, oder? Wenn du kommst und sagst, Herr, ich danke dir, und dann kommt der mit 100. Dann bist du nicht näher, beim Segnen als beim Fluchen, ich sage es dir. Und dann überholst du ihn einfach. Und was machen wir vor dem ins Bett gehen? Noch die letzten SMS durchgehen, die letzten News? Nein. Vor dem ins Bett gehen habe ich mir angewöhnt, und zwar Psalm 31, Vers 6. Herr, ich lege in deine Hände meinen Geist. Bäm. Das sind Verse für mich. Du musst einen anderen, du kannst gleich nehmen, du darfst aber auch einen anderen nehmen, oder? Und dann, was sagst du dir und deinem Geist? Hey, gehst vielleicht nochmal durch den Tag durch, das klingt mir jetzt auch nicht, einen Rückblick und gerade nochmal irgendwie eine Session machen oder so. Manchmal bist du auch müde, dann kommst du heim und zack und danke Jesus, bist du da gewesen den ganzen Tag, da ist mein Geist, ich penne jetzt, oder? Und bin froh, wenn du mir am Morgen wieder gibst. Vielleicht so, oder? Aber wisst ihr, so wird Gott und Gottes Wort wird das Zentrum von deinem Alltag. Oder rückt wenigstens ein bisschen mehr ins Zentrum von deinem Alltag. Und wenn dann deine Umstände wirklich schlecht sind und du wirklich einsam und elend bist und dich deine Frau vielleicht oder dein Mann nicht mehr versteht, dann hast du immer noch das gefestigt in deinem Herz und kannst zu ihm kommen und kannst mit ihm den Weg gehen. Und so wünsche ich euch, oder, fürs 2021, die Glückwünsche. Ich wünsche euch, dass Jesus Christus mehr das Zentrum wird vom Alltag. Nicht, weil mehr Bett ist und mehr, sondern weil wir die 3 Punkte können so ein bisschen durchgehen. Und das sind ja schöne Punkte. Das ist nämlich ein Erinnern an das, was Gott tun hat. Und dann wird deine Identität klarer. Wenn ich mir sage, Gott hat gute Gedanken über mich, dann wird meine Identität klarer. Denn die Gedanken, die kommen, Elias, das schaffst du heute wieder nicht, das ist eine Predigt und die Gedanken sind weg. Und ich glaube, gerade in dem Augenblick ist sich der David auch bewusst worden wieder, wo er mit Gott das durchgeholt hat. Ich bin ein gesalbter König und wenn ich jetzt da vor einem Nichts stehe, bin ich trotzdem ein gesalbter König von Gott. Und wenn Gott mich salbt zum König, dann wird er mich auch mal irgendwann auf den Thron bringen. Und wenn Gott dich als geliebte Tochter und als geliebten Sohn sieht, dann wird er dich auch noch weiterbringen. Dass du ein Segen sein für andere Menschen. Und das finde ich so cool. Und dann nimmt die Liebe zu in dem Leben. Weil der Heilige Geist wird ja genährt durch das Wort Gottes in uns. Und er kommt und er wird grösser und es wird Geistesfrüchte gehen. Und es wird dich vielleicht einmal ermahnen oder ermutigen. Das ist ja das gleiche Wort, wo er dann Macht bekommt und sagt, hey, und ich darf dich jetzt durch das Wort, mal tönt es eben mehr so, mal tönt es mehr so. Und die Liebe wird wachsen. Und die Sorgen drücken dich vielleicht weniger am Boden. Und die schlechten Umstände rühren dich vielleicht ein bisschen weniger aus der Bahn, weil du Halt und Hoffnung hast. Und wo sich der David ermutigt hat, jetzt kommen wir zum 1. Samuel 30, Vers 7. Dann sagt er so, bringet mir das Gewand, wo ich kann Gott fragen, was ich jetzt machen soll.
Und Gott antwortet ihm, jagt denen an und luchst denen. Es ist noch niemand gestorben, du musst keine Sorgen haben. Oder? Du musst einfach jetzt zurück, die Amalekiter nachrennen mit deinen Kamelen. Sie haben Kamel, sie Rössli und so. Dann holst du sie und du jagst denen alle Frauen und Kinder und den ganzen Besitz ab und du wirst siegreich sein. Aber zuerst ist das passiert, dass sich der David ermutigt hat in dem Herrn. Und dann hat er nämlich wieder Mut genug gehabt, und vor den Herrn zu gehen und zu fragen. Und nicht zu jammern, sondern, das dürfen wir natürlich auch, aber auch hinzugehen und dann zu fragen und zu sagen, Jesus, was ist jetzt dran? Was ist der nächste Schritt? Und er sagt, gang und luchsne das wieder ab. Und das hat er gemacht. Und das ist mein Wunsch, dass wir mehr zu uns selber predigen, als zu anderen oder über andere. Fürs 21. Dass du dir deiner Bibel bewusst bist. Und deine Verse, die genau für dich geschrieben sind. Die deinen Charakterschwächen vielleicht gerade noch einen Aufwind geben. Ich wünsche dir, dass du in deiner Not dich erinnerst, was Gott Gutes für dich tun hat. Und vielleicht bist du ja gar nicht in der Not. Du kannst dich trotzdem gut erinnern, was Gott für dich gegeben hat. Weil die Bibel hat Kraft und die Erinnerung an die guten Taten, die Gott gemacht hat, das hat Kraft. Und so Jesus immer mehr ins Zentrum von deinem Leben wird. Das wünsche ich dir da rein fürs 2021 und das wünsche ich euch daheim, dass das passieren kann. Dass ihr tief berührt werdet beim Zurückdenken an die Erlebnisse, an die Verse, an die Bibel, dass ihr da sein könnt. Und ich werde euch jetzt auch ein Stück weit das noch ein bisschen zementieren, indem ich euch in eine Ruhe hineinschicke. Damals nicht mit dem anderen schwätzen, das geht ja nicht, oder? Das ist richtig. Sondern in eine Ruhe hineinschicken und euch fragen, hey, was hat Gott denn im 2020 gut zu tun? Dir persönlich. Obwohl es vielleicht schwierig war. Aber was hat er dir gut zu tun, dass du das nicht vergisst? Vielleicht hast du einen Schreiber dabei, kannst du es aufschreiben oder merkst du das gerade, oder? Und vielleicht ist der andere Punkt, wo du sagen kannst, hey, wo brauche ich wirklich Hilfe? Wo brauche ich ein Gebet? Wo habe ich Not? Wo soll etwas gehen? Und da haben wir natürlich ein Gebetsteam. Da kannst du hintergehen und da wird für dich gebetet, wo du wirklich merkst in dieser Zeit, hey, Herr, da brauche ich jetzt Hilfe, da will ich beten lassen für mich. Und ihr im Online könnt ja klicken und kommt dort in eine super gesicherte Verbindung, wo ihr könnt euch Anliegen geben könnt, wo jemand für euch betet. Und vielleicht ist es auch eine Zeit von der Ruhe, wo du sagst, Herr, welchen Vers gibst du mir heute? Und gell, ich meine, ja, ein Versli kommt noch, nächsten Sonntag und so, aber welchen Vers willst du mir heute Morgen geben, den ich mitnehme fürs 2021, wo ich da ein bisschen catche und ein bisschen verdaue? So wollen wir jetzt einfach eine Zeit von der Ruhe haben und nachher gehen wir miteinander in Worship.